Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einem weiteren Ich beantworte eure Kommentare-Video. Ja Leute, ich wollte es eigentlich in Schriftform machen, aber ich bin mal wieder nicht dazu gekommen. Also von daher in Videoform eure Kommentare zum Freundschaftsspiel gegen den FC Basel. Und da gehen wir rein. Der Bären schreibt, sehr gut analysiert von Ihnen. Wir konnten kaum etwas Neues aus dieser Begegnung mitnehmen. Immer das Gleiche, wenn der Gegner tief steht und bunkert. Bayern keine Ideen. Leider ist halt schwer als Favorit in jedem Spiel. Ja, aber ich denke jetzt so mittlerweile sollte man schon die eine oder andere Idee haben, weil das haben wir in der Vergangenheit ja auch schon besser gelöst. User, verfolge schon lange deinen Kanal. Chapeau dafür. Vielleicht traut Tuchel der Mannschaft jetzt mehr zu und etabliert mal endlich eine erkennbare Spielstrategie. Ich kann es schon nachvollziehen, dass er in der Hinrunde die Mannschaft vorrangig stabilisieren wollte, da vielleicht doch unter Nagelsmann so viel kaputt gegangen ist. Trotzdem wird meinem Gefühl nach Tuchel nicht der Perspektivtrainer sein, der hier bei Bayern langfristig was aufbauen will. Bin dann mal gespannt auf die ersten Pflichtspiele. Vielen Dank für deinen unermüdlichen Einsatz hier. Ja, sehr gerne. GB, Guerrero und Pavlovic sind in der Zentrale, werden bei mir gesetzt. Ja, Pavlovic sehe ich ähnlich. Sollte man, ja, wir haben es ja im Stream besprochen gehabt, je nachdem, was man jetzt erwartet. Wenn man sagt jetzt, yo, wir wollen unbedingt um die Champions League-Titel spielen, ist es natürlich ein hohes Risiko, Pavlovic jetzt in der Rückrunde da durchzuziehen auf der 6. Hätte man in der Hinrunde halt schon tun sollen, dann hätte man gesehen, wie die Perspektive bei ihm ist oder nicht. Ja, auf der anderen Seite, why not? Guerrero, ja, sehe ich jetzt nicht als gesetzt an, würde ich vom Gegner abhängig machen. Ich denke, beim tiefstehenden Gegner bringt er auf jeden Fall was mit, was ein Goretzka und Kimmich nicht so mitbringen. Halt dieses Kurzpassspiel, dieses Kombinationsspiel, haben wir gegen Basel auch ein bisschen gesehen. Allerdings muss er defensiv ein bisschen stärker werden. Also gegen Basel war das defensiv jetzt nicht so geil. Gegen Stuttgart war es gut, also er kann es auf jeden Fall. Aber wenn wir gegen Gegner spielen sollten, der selber den Ballbesitz hat, der uns eher anläuft und so weiter, denke ich, ist so ein Goretzka auf jeden Fall eine Alternative. Gehen wir jetzt mal davon aus, dass Kimmich ihn rechts spielt, ansonsten wäre Kimmich natürlich auch eine Alternative. Ja. Call of Game, bin Basel-Fan, war eine coole Stimmung und eine tolle Möglichkeit, dass beide Vereine ihre Talente spielen lassen konnten. Da beide in der Liga nicht verlieren dürfen, meiner Meinung war aber Renato Weiger Player des Spiels, aber egal, war klasse Stimmung im Stadion, ob die Feuerwerkskörper nötig waren, ist eine andere Seite. Ja, da kann ich leider nichts zu sagen, wer Spieler des Spiels war, also alles gut. Ich kenne mich auf der Basisseite nicht so aus, aber schön, dass ihr eine coole Stimmung hattet und einen schönen Tag, ist doch supi, freut mich. GB, Sané hat seine Normalform erreicht, hat seine 10 Top-Top-Spiele die Saison bereits gemacht. Na, wir werden sehen. Chris, ich denk mal, dass eher ein RV geholt wird als ein Mittelfeldspieler. Von daher geht Kimmich wieder in die Mitte zurück und Pavlovic auf die Bank. Ansonsten Freundschaftsspiele halt schwer zu bewerten. Bin auf Hoffenheim gespannt, wie die Aufstellung ist. Mit dem dünnen Kader wird ich wohl alles von selbst aufstellen. Ja, die Innenverteidiger sollten sich von selbst aufstellen. Und der Rest werden wir sehen. Ja, aber ja, Davis und rechter Verteidiger. Ich gehe auch davon aus, wenn Leimer wieder fit ist, dass ein Leimer spielen wird. Aber schauen wir mal. Oldschool. Hab nur die zweite Halbzeit gesehen. Beim Gegentor stand Fonsi mal wieder zu weit vom Mann. Typische Einstellung leider, die man immer wieder bei einzelnen Spielern sieht. Wir sind der tolle FCB und müssen hinten so konsequent verteidigen. Gefallen haben mir die jungen Willen, die hatten echt Bock. Zvonarek hatte ein paar gute Aktionen. Aseko hat das Tor gemacht. Das Ergebnis ist für mich okay. Hauptsache, es hat sich niemand verletzt. Bin verhalten optimistisch für die Rückrunde. Sehe aber nach wie vor Leverkusen Titelfavorit. Ja, schade, dass du nur die zweite Halbzeit gesehen hast. Erste Halbzeit fand ich persönlich echt gut. Und ja, die jungen Wilden haben zweite Halbzeit auf jeden Fall, ja, wie du sagst, das ausgestrahlt, dass sie Bock haben. Und haben mir auch ganz gut gefallen. Netbook-Fan, es ist ein anderes Spiel, wie es heute lief, wenn Kimmich hinten ist. Sehr gute Analyse und klasse Fazit, danke. User, als kritischer Bayern-Fan kein Erfolgsverwöhnter, sehe ich manches anders. Auch ein Testspiel ist wichtig und manche Leistungen sehe ich kritischer. Mir Samir heißt, wir sind für uns da und wir besiegen jeden. Guckt euch Dokus an oder seid so alt wie ich. Wir richten uns nicht nach dem Gegner und wir gewinnen jedes Spiel. Diesen Druck müssen Spieler von Bayern jeher aushalten, ansonsten wirst du verkauft oder sitzt auf der Tribüne wie Del Hey. Ja,
Also das sehe ich ein bisschen anders. Freundschaftsspiel fühle ich das nicht, dass man da 110% gibt. Pflichtspiel jetzt morgen bin ich bei dir. Dass Spieler diesen Druck aushalten müssen und sonst auf der Tribüne sitzen, das ist ja schon lange nicht mehr der Fall. Siehe Sané, Gnabry, Kimmich, Goretzka. Also das ist ja schon lange nicht mehr der Fall, dass da irgendwie die Leute dann auf der Tribüne sitzen oder mal auf der Bank sitzen. Einfach sagen, Tuchel muss probieren wegen Afrika Cup. Ja. Kimmich als RV sagt schon Nagelsmann, Goretzka als IV lächerlich. Ich denke, dass Tuchel eine Menge Spieler verabschieden wird im Sommer, wenn er noch Trainer ist. Einzig, was mich stört, diesmal auch Supercup, dass ein Testspiel als Ausrede genommen wird für Dreckleistung. Sorry, junge Spieler zum Fraß vorwerfen. Für mich ein No-Go. Gestandene Spieler wie Kimmich, Coman und so weiter schaffen es nicht, 17-Jährige anzutreiben, abgesehen davon, dass diese besser waren als gestandene Nationalspieler. Hat sich halt gekämpft und geackert als Beispiel. Coman und Sané gucken teilweise nur dumm, bringen ein Tell früher und Schick-Schupu weg. Nochmals finde Testspiele wichtig und dieses heute hat mich erneut enttäuscht. Was will Tuchel probieren? IV mit Goretzka. Hab bald keinen Bock mehr, dieses Elend zu gucken. Sorry, dein Kanal finde ich geil. Weiter so bitte. Gruß, Ben. Also mit diesem Pünktchen verwirrt mich ein bisschen. Aber ansonsten, ja, wenn ich das so wenn ich es richtig verstanden habe, bist du ja auch der Meinung, dass man halt, ja, ruhig die Jungen bringen soll, wenn sie besser sind wie die Gestandenen. Ja, das mit dem Spieler zum Fraß vorwerfen verstehe ich gerade nicht, in welchem Zusammenhang das gemeint ist. Sorry dafür. Wie gesagt, das Testspiel als Ausrede. Was heißt Ausrede? Also nochmal, es ist am Ende des Tages ist ein Testspiel, nicht mehr, nicht weniger. Ja, klar wäre es schön, wenn man jedes Testspiel so angeht wie ein Pflichtspiel, aber wer macht das schon? Und schon gar nicht wir, wenn man sieht, wie wir teilweise in Pflichtspielen agieren. Also. Banja, erste Halbzeit im Großen und Ganzen überlegen mit großen Chancenbuch, aber wir waren in vielen Angriffen zu kompliziert. Gebe ich mal auf recht, schwer zu beurteilen, schade, dass man in einem Testspiel alle Ecken ausfüllen muss. Ja, statt es auch mal andere probieren dürfen. Davis muss noch lernen, was Abseits ist und schade, dass Tuchel es geschafft hat, Tell zu verunsichern. Die Jungs aus den U-Mannschaften haben gute Aktionen, man sollte es nicht zu überbewerten. Das Spiel hatte Höhen und kleine Tiefen. Man weiß aber nicht, wie intensiv das Training vorher war, also warten wir auf Freitag. Okay, die haben das Video gesehen, doch heute hatte De Ligt ein paar Fehlpässe, Kimmichs Leistung und seine Ecken habe ich genauso gesehen. Ich gehe drauf ein, komm. Also Gerald Berger, voll bei dir, was Tell angeht. Tuchel war von Anfang an kein Fan von ihm und hat in der Hinrunde seine guten Leistung nicht belohnt und jetzt haben wir die Quittung, ein verunsicherter Spieler. Banja, das Lustige, gestern kam ein Bericht, wo Tuchel Tell lobt. Der Bericht ihn als derzeitigen Gewinner des Trainingslagers sieht und seine Belohnung war, dass er in der 50. Minute reinkam. Er hat im Training die meisten Tore etc. Ich habe kein Problem, wenn zum Beispiel Sané Kane, Coman beginnen, aber wenn ein Spieler mehrfach schwache Leistung zeigt oder auch mal einen Schrotttag hat, dann lass doch andere ran. Einer der größten Kritikpunkte von Tuchel. Sehe ich auch so. Gerard, man darf nie die Aussagen von Tuchel auf die goldene Waage legen. Der redet manchmal so ein Mist. Einmal ist es, um den Journalisten entgegenzukommen und manchmal genau das Gegenteil. Was er wirklich denkt, weiß kein Mensch. Vor der Kamera wirkt er nicht ehrlich, was interessant wäre. Wie ehrlich ist er mit dem Spieler? Ja, das sehe ich leider genauso. Man kann Tuchels Aussagen nicht wirklich ernst nehmen. Das haben wir bei Tell gemerkt, das haben wir bei Pavlovic gesehen, bei De Ligt, bei Müller, bei Kimmich, bei Goretzka. Also ich habe auch so das Gefühl, dass er gerade auf den PKs das erzählt, was die Leute hören wollen. Was auch völlig legitim ist, ja. Wie es Gerard schon sagt, interessant wäre es, wie er es intern handelt. Wenn er intern den Spielern klare Kante sagt, was Phase ist das ja alles okay. Aber das wissen wir halt nicht. Aber ich denke mal, das wird die Zukunft zeigen. Torquay. Davis hätte wieder mindestens ein Tor schießen müssen. Dazu war das ganze Spiel, weil auch gerade in der ersten Halbzeit wieder sehr, sehr langsam. Ich verstehe das nicht. Warum kann die Mannschaft nicht einfach mal Fußball spielen, nach vorne mit der damit verbundenen Zielstrebigkeit? Und genau diese Zielstrebigkeit mit den nicht klar Ausspielen der Chancen. Wenn man das mit einer gewissen Professionalität spielen würde, von Müller, Sané, Davis, Musiala, Kimmich, gehst du mit einer klaren Führung in die Pause gegen einen FC Basel.
Ich will dieses Gastspiel nicht überbewerten, doch so darf's nicht gegen Hoffenheim aufspielen. Zu Kimmich als RV, ganz ehrlich, er würde auf dieser Position nur eine Option werden, auch in der Nationalmannschaft, wenn man ihm jetzt mal ganz klar sagt, du bleibst RV. Kein ständiges Hin- und Herschieben, denn nur so könnte er sein Niveau als RV wieder erreichen. Ja, da bin ich bei dir. Also das sehe ich genauso. Es wird keinen Sinn machen, jetzt sagen, komm, jetzt spielst du mal ein Spiel da, ein Spiel ein Spiel da, ein Spiel da. Da bin ich beide, aber dass das passiert bei uns, halte ich für ausgeschlossen. Wie gesagt, er hat nur da gespielt, wann Leimer halt nicht dabei war. Servus und nachträglich ein gutes neues Jahr. Ja, Kasa, dir auch ein gutes neues Jahr. Da ich das Spiel nicht gesehen habe, spare ich mir den Kommentar dazu. Es gab ja bereits Gerüchte, dass man in der Winterpause keinen Sechser holen und es mit Pavlovic versuchen will. Würde mich natürlich freuen, wenn Tuchel damit das Problem der dünnen Besetzung auf der FV-Position mit Kimmich lösen würde. Zumal Mazraoui ja auch für den Afrika-Cup fehlen wird und Leimer auf dieser Position einfach verschenkt ist. Aber gut, so ein Freundschaftsspiel, das sollte man in keinster Weise überwerten. Also mich würde das sehr überraschen, wenn Tuchel jetzt einen Pavlovic als Sechser durchzieht und ein Kimmich nicht mehr Sechser spielt. Also es würde mich wahnsinnig überraschen. Ich würde es natürlich begrüßen, aber dann ist auch, sei die Frage gestellt, warum hat man das nicht von Anfang an gemacht? Weil Tuchel hat sich vor der Saison hingestellt, gesagt, Kimmich ist für ihn kein Sechser. Dann hätte er auch schon von da an Pavlovic bringen können, weil er war schon in der Vorbereitung stark. Ja. Wenn dem jetzt so wäre, dann wäre es wahrscheinlich doch irgendwo vom Verein angesagt. Also anders könnte ich mir das sonst nicht erklären, wenn er jetzt umschwenken würde. Von daher glaube ich nicht, dass er umschwenken wird. Wie gesagt, das lag daran, dass ein Leimer nicht dabei war. Wenn der Leimer dabei ist, spielt der Leimer Rechtsverteidiger, Kimmich den Sechser und Pavlovic sitzt auf der Bank. Punkt. Sei denn, es wird ein Sechser verpflichtet, dann natürlich wird Kimmich als RV rüberwandern, denke ich. Oder als Achter vielleicht die Chance bekommen. I don't know. Lassen wir uns überraschen. Bisher ist ja Transferflaute bei uns. X, Kimmich Rechtsverteidiger, Pavlovic auf der 6 und Kai ist zufrieden. Ja. Nice. Ich finde, man hat zum dritten Mal gesehen, dass Bayern nach längeren Pausen einfach absolut schlecht eingespielt ist. Zuerst das 0:3 zu Hause gegen Leipzig nach der Sommerpause, dann das 1:5 gegen Frankfurt nach der Mini-Winterpause wegen Pokal aus und dem verschobenen Unionsspiel und eben jetzt wieder nach der richtigen Winterpause. Nee, was heißt denn schlecht eingespielt? Die Spieler, die da auf dem Feld stehen, spielen seit Jahren zusammen. Ja. Gut, jetzt im Freundschaftsspiel kannst du das vielleicht argumentieren lassen. Pavlovic und Guerrero gespielt haben, so, das ist halt mal was Neues und Kimmich Rechtsverteidiger. Aber gut, Kane vorne, ja, sei dahingestellt. Aber alles andere spielt seit Jahren zusammen. Also dieses Eingespieltheit lasse ich nicht gelten. Was soll da eingespielt sein? Also, oder nicht eingespielt sein. Ja, dass die dann, weiß ich nicht. Nicht hellwach sind, nicht das Feuer haben, sonst was. Ja, wenn das damit gemeint ist, gehe ich damit d'accord. Aber ansonsten eingespielt finde ich schwierig. Was habe ich denn heute verpasst? Kimmich RV. Genau. Netbook-Fan. Fand Kimmich als RV auch hinten wesentlich besser als im Mittelfeld. 6. Erste Halbzeit gut, zweite Halbzeit mittelmäßig. Sollte die oder Palinja oder wer auch zum Winter kommen bleibt, für schon Kimmich keine andere Position als die des RV. Der Kommentar, mir bereitet unsere Chancenverwertung doch etwas Kummer. Unsere Abschlüsse sind dermaßen schlecht, sogar Kane lässt sich davon anstecken. Ja, komm, so viele Abschlüsse habe ich jetzt nicht gesehen. Also ja, Kane hat den einen gehabt, das war auch nicht wirklich 100%igen, aber klar, an guten Tag macht er den, bin ich bei dir. Ansonsten habe ich jetzt nicht diese riesigen Abschlüsse gesehen, die wir uns erspielt hätten. Wir haben viele so Halbchancen erspielt, ja, aber jetzt so richtige Knallerchancen habe ich jetzt ja auch nicht gesehen. Und nochmal so im Freundschaftsspiel, alles gut. Wie gesagt, wenn morgen das Spiel genauso läuft, können wir gerne das kritisieren und da auch weiter drauf eingehen, aber nochmal. Also so ein Freundschaftsspiel sollte man jetzt nicht überbewerten. Nordcore, Davis wie immer, er ist nur noch schnell. Besser und Entschuldigungsfindung, Entscheidungsfindung, Katastrophe. Kimmich endlich rechts, kann man sich dran gewöhnen. Pavlovic gehört die Zukunft, hoffe, ihm wird keiner vor die Nase gesetzt. Ich kann es kaum erwarten, dass Zaragoza kommt. Für mich der neue Ribéry, der wird eine Granate. Kai, du machst den besten Bayern-Content. Ich freue mich auch auf den Zaragoza. Ich bin sehr gespannt. Ich weiß gar nichts von ihm. Ja, nur klar, was man so liest und so weiter, logisch. Aber ich bin sehr gespannt und ja, es wird Zeit, dass wir auf Außen einfach mal einen frischen Wind kriegen. Ja? Und ich hoffe, er wird dann auch Chancen bekommen. Und nicht nur, weil Coman heißt und Sané heißt, dass die da ewig spielen. Ja?
Ich bin sehr gespannt auf ihn auch, freue mich auf ihn. GB, in der zweiten Hälfte war Kimmich das eine oder andere Mal defensiv überfordert. Ist jetzt leider zu lange her, das Spiel. Ich erinnere mich an eine Szene auf jeden Fall, ja, wo es ein bisschen, aber das war immer noch am Ende besser, als wenn Leimer da Rechtsverteidiger spielt. Aber auch nur meine Meinung. Der Humi, ich glaube, der Licht kann so gut spielen, wie er will. Tuchel mag ihn nicht und will ihn gerne loswerden. Ja. Verstehen kann ich das nicht, auch wenn Opasa eine starke Hinrunde gespielt hat, ist der Licht, wenn er voll fit ist, um einiges stärker und sicherer. Aber ich glaube, er wird leider wechseln, weil er sich das mit Tuchel nicht antut, kennt man von Tuchel ja aus Chelsea-Zeiten. Ja, gehe ich mittlerweile genauso mit. Na, und der Licht wird wechseln. 100 Pro. Er hat unter Tuchel einfach keine faire Chance. Ich würde ihn jetzt gar nicht in Konkurrenz mit dem Opa stellen, eher in Konkurrenz mit Minjay, weil Opa der konstanteste war. Aber für mich werden die Licht gesetzt. Haben wir schon oft genug durchdiskutiert, warum, wieso, weshalb ich das so sehe. Tuchel mag ihn nicht. Punkt. Sucht fadenscheinige Ausreden dafür. Ja. Super schade. Ich finde ihn super sympathisch als Mensch. Als Fußballer gefällt er mir eh. Er kann einigermaßen gut Deutsch, weil er ein Holländer ist. Er hätte auf jeden Fall diese Führungsrolle einnehmen können und hätte unseren Verein da in der Viererkette auf Jahre prägen können. Ja. Aber dann kommt so ein Trainer und vergrault so einen Spieler, das ist sehr traurig. GB, der Nachwuchs ist auf jeden Fall nicht schlecht. Kimmich hat nur als RV gespielt, da Leimer verletzt ist. Ja, sehr wahrscheinlich. Kimmich soll ja wahrscheinlich auch beim DFB RV spielen, jo. Von Leander. Alonso im Sommer zu und wäre für die Entwicklung unserer jungen Spieler immens wichtig. Der Kommentar. Ja, aber da muss man sich auch erstmal darauf einstellen. So, nächstes Jahr ist Finale daheim. Ist die Frage, ob das Jahr ist, wo der FC Bayern jetzt sagt, ja, wir müssen jetzt aber unbedingt 2, 3 Jugendspieler einbauen. Weil man hat auch bei Alonso jetzt in Leverkusen gesehen, dass das alles ein bisschen Zeit braucht. Von daher, ja, kann ich mir schon vorstellen, dass man den Tuchel noch durchzieht. Ist sein der Vertrag, er war ja eh nur für 2 Jahre, oder? Der läuft ja dann eh aus. Aber wer weiß, wir werden sehen, was die Zukunft bringt. Es ist schwer zu sagen. Hängt natürlich auch davon ab, wie Tuchel Erfolg haben wird oder nicht. Ne? Magic Fanclub. Servus, tut mir leid, Leute. Ich habe den Link an Tuchel geschickt vom Kanal. Cooles Video wie immer. Leider hat Tuchel aber weder im Interview danach gesagt, dass Kimmich zum Mittelfeld gehört. Naja, war ja abzusehen. What's up? Diese Aufstellung hätte Tuchel mal in der Hinrunde bringen sollen. Ja, war kein wirklich gutes Spiel, aber wenn die so eingespielt und sind, sieht es anders aus. Kimmich war echt gut auf der Posi, was beweist, dass er kein Sechser ist und De Ligt muss spielen. Schauen wir mal, was in der Rückrunde passiert. Ja, leider nichts, ne? Leider nicht in der Rückrunde nichts passieren. Es sei denn, wir verpflichten Sechser, ansonsten wird Kimmich Sechser spielen und De Ligt wird nur so lange spielen, bis Minjay wieder da ist und ist halt so, der Trainer hatte andere Präferenzen und gut ist. Martin Meyer, bevor ich das Video schaue, naja, ein Testspiel mehr auch nicht. Und Josh 60 mit Rechtsvertrauer sicher das Spannendste. Ich habe ihn gerade in der ersten Halbzeit nicht so wirklich positionstreu gesehen. Kann man gegen Basel ein Testspiel sicher machen, aber wenn ernstere Spiele kommen, also ich habe ihn schon positionstreu gesehen. Ja, nach der Ecke hat er ein bisschen gebraucht, dann stand er auf einmal im defensiven Mittelfeld, da hat er gerafft, dass er weiterlaufen muss. Aber ansonsten war er schon positionstreu. Er war schon klar auf der rechten Seite. Ja, vielleicht manchmal zu offensiv, ja, aber Basel war ja erste Halbzeit auch nicht wirklich offensiv unterwegs. Also ansonsten habe ich ihn jetzt nicht gesehen, dass er irgendwie positionsfremd rumgelaufen ist, großartig. Aber vielleicht habe ich auch was übersehen, wer weiß. Kann man gegen Basel ein Testspiel sicher machen, aber wenn ernstere Spiele kommen, Gegentor noch eine größere Chance für die Schweizer sind auch über seine Seite reingekommen. Ich war nicht ganz überzeugt, aber immerhin mal ein Plan B, von daher. Ja. Kevin, konnte das Spiel nicht sehen, aber es ist halt auch nur ein Testspiel. Wie du schon sagtest, sowas ist nicht an die große Glocke zu hängen. Sehe ich genauso. Schuppo verkaufen, dafür Guraji. LGB, keine Ahnung, kannst du Schuppo auch da lassen fürs Klima oder was? Der Vertrag läuft aus, alles gut. Aber ich hätte mich auch um Guraji bemüht. Auf jeden Fall, also. Warum nicht? Wenn der Ausstiegsklausel für 15 Mille, wenn du es da nicht versuchst. Der ist ja jetzt auch nicht so der klipp und klare nur Neuner-Typ. Ja, ich denke, er könnte auch hängende Spitze spielen oder auch über Außen. Ja,
Aber ist wieder so eine Sache, die an uns vorbeigehen wird. Herbert, ich bin froh, dass es Sie gibt und Ihre Kommentare sind sehr, sehr ehrlich. Cyril. FC Bayern Fan Forever war nur ein Testspiel, erste Hälfte waren wir die viel bessere Mannschaft. Kimmich war heute als RV sehr gut. Ja, erste Halbzeit war er echt okay, fand ich auch. Patrick, ich wohne in Basel und war live im Stadion. Ja, hast du doch ein gut aus Bayern-Sicht. Ja, Testspiel, Alter. Du hast da, hast mal die Bayern live gesehen, ist doch schön, oder nicht? Wie gesagt, Freundschaftsspiele sollte man nicht überbewerten. Wir sehen uns wieder in der Champions League in 10 Jahren. Der ist gut, ey. Wenn es in 10 Jahren noch die Champions League gibt, ey. Wer weiß das schon. Briggs, Kai, der Tuchel hat uns bzw. dir zugehört. Wetten war nur für ein Spiel. Ja, weil Leimer nicht da war. Netbook-Fan nochmal. Jonathan Tah oder Firpong wären noch eine gute und sinnvolle Ergänzung dafür. Alonso Davies raus, der ist nur noch ein Schatten seiner selbst. Ja, Davies ist halt auch die Art Spieler, die unterm Tuchel nicht klarkommt. Ähnlich wie Coman, auch ganz starker Leistungsabfall unterm Tuchel. Ähnlich wie Musiala auch am Anfang. Mittlerweile kommt Musiala ja so ein bisschen gefühlt rein, aber ich glaube, so richtig warm ist er mit dem Tuchel auch noch nicht. Schwierig. Snackmonster. Hobby. LA King, bitte beim nächsten Mal zuerst informieren. Basel mit 2 Sternen oder das offizielle Logo ohne Stern. 1 Stern ist komplett falsch. Nee, da habe ich gar kein Interesse dran, mich vorher zu informieren, Alter. Das ist das Logo von Wikipedia und fertig. Also ich bin hier nicht der Kontrolleur von irgendwelchen Logos. Ich nehme natürlich den Hinweis gerne an. Sollten wir nochmal gegen Basel spielen, werde ich gucken, dass ich ein anderes Logo finde. Aber dass ich mich jetzt hier informiere, wenn wir gegen Hunds und Kunst spielen, ob das Logo richtig ist, nö. Christian Maschke, wichtiger Sommertransfer, 24 Alonso. Also wie gesagt, ansonsten, keine Ahnung, wenn jemand das anstößig ist, blendet das Logo aus. Das ist einfach nur ein kleiner Service, ich könnte auch nur das Bayern-Logo dahin knallen oder gar kein Logo oder sonst was. Also da habe ich nicht die Zeit zu, mir von jedem Verein die Logos zu kontrollieren, welches da gerade aktuell ist oder nicht. Wie gesagt, das war von Wikipedia und gut, wenn das falsch ist, alles gut, werde ich beim nächsten Mal dann ändern, wenn wir nochmal gegen Basel spielen sollten und gut ist. Ich freue mich auf das Ende der Winterpause nicht. Sei mal nicht so pessimistisch, morgen knallt das rein gegen Hoffenheim. Also, Bayern-Fans, 1:1 gegen Basel, das war's. Die Rückrunde ist seit heute entschieden. Mehr wie 10 Punkte sind da nicht drin. Abstieg verhindert, Hauptziel erreicht, nächste Saison eine Schippe drauflegen. Das ist die Europa League drin. Ach ja, diese sarkastischen. Man hat gesehen, dass die Saison ohne Titel zu Ende geht und das vollkommen zu Recht. Kein Spielwitz, keine Ideen, kein Ballbesitz, Fußball, Glückwunsch nach Leverkusen zur Meisterschaft. Ja, also nochmal, Leute, es ist ein Freundschaftsspiel. Was ist denn los, Leute? Wir haben die ganze Vorrunde so einen schlechten Fußball gespielt und sind 1 Punkt hinter Leverkusen. Okay, ohne Testspiel, ohne Nachholspiel 4 Punkte hinter Leverkusen. Greifen wir da mal nicht vor. So, wir haben die ganze Hinrunde so gespielt. Mit Gegner Tiefstand, ohne Ideen, ohne alles. Also das ist ja jetzt nichts Neues. Ne? Und trotzdem sind wir halt nur diese paar Pünktchen dahinter. Also immer mal locker bleiben, ne? Vigo, mit deinem kleinlichen Löschen und Sperren ruinierst du deinen Kanal, nur zur Info. Ja, ist mir doch scheißegal, Alter. Wenn mir Leute auf den Sack gehen, dann blende ich die hier aus. Und wenn dich das stört, dann kannst du auch gerne gehen. Kannst du, hier, tschö. Ruiniere ich meinen Kanal, Alter. Ich mache den Kanal nicht, um hier 0815 Bayern-YouTuber zu werden, wo die ganzen Spasten da sind, und mit den Arschbrudern oder sonst was. Ich mache den Kanal für Leute, die ein bisschen tiefer reingehen möchten in die Materie und andere Meinungen zulassen. Ja? Und nicht für irgendwelche dummen Idioten. Ob ich damit meinen Kanal ruiniere, I don't know. Ich denke, aktuell sieht das nicht danach aus. Und wenn sich Leute daran anstoßen, ja, dann ist das so, dann müsst ihr nicht zugucken. Alter. Wenn ich hier in 3 Monaten wieder nur 100 Zuschauer habe, dann habe ich wieder nur 100 Zuschauer. Und wo ist das Problem? Ich habe 3, 4 Jahre mit 100 Zuschauern hier die Videos gemacht. Also von daher ist doch alles gut. Muss nicht jedem gefallen, meine Art und Weise. Und das ist so auch völlig fein. So, fertig.
Ich kann deinen Namen nicht aussprechen, Alter. Sorry dafür. Ich nenne dich mal KD. Fandest du Kimmich echt gut? Meiner Meinung war er grottenschlecht. Sorry, aber Kimmich zeigt mir mit jedem Spiel mehr und mehr, wie verzichtbar er ist. Kimmich, Davies und Goretzka mit großem Abstand 3 schlechtesten Spieler heute. Die Talente in der zweiten Halbzeit haben mir ganz gut gefallen. Wenn Tuchel den Jungs mal mehr Spielzeit geben würde, dann würden wir auch nicht so viele Spieler kaufen müssen. Übrigens bei Kretzig weiß ich nicht, ob er es auf lange Zeit für den FC Bayern reichen wird. Aber den Adam Aznu, der rechts gespielt hat, ist eigentlich ein linker Verteidigertalent, den wir aus beim Barca-Jungen gekauft haben. Soll wohl ein sehr großes Talent sein. Wenn Tuchel ihn fördern würde, hätte man den Davies-Nachfolger schon in den eigenen Reihen. Ja, ich fand Kimmich gut in der ersten Halbzeit. Zweite Halbzeit ist er genauso wie der Rest der Mannschaft leider abgefallen. Ja, aber ist völlig okay, wenn du ihn anders gesehen hast. Aber grottenschlecht weiß ich nicht. Also man kann ihn ja schlechter gesehen, aber grottenschlecht ist schon hart. Aber gut, wenn du ihn grottenschlecht gesehen hast, dann ist das so. Dass ein Kimmich verzichtbar ist, ich denke, das haben die Spiele ohne Kimmich gezeigt. Ja, ansonsten Goretzka, Davies gebe ich dir auch recht. Und ja, wenn wir die Eier hätten, mal Talente mehr einzubauen, dann würden sich viele, viele Dinge von alleine lösen. Aber das Thema haben wir 100.000 Mal durchgekaut. Hat Tuchel nun mal nicht, müssen wir mit leben. Leider Gottes. Gut, Leute. Vielen lieben Dank für eure Kommentare. Waren ja doch ein paar zu so einem Freundschaftsspiel. Ja, jetzt geht's rein in die Vorbereitung zum Hoffenheim-Spiel. Gibt dann natürlich die Reaction zu Pekal. Ich bin gespannt, was Tuchel zu erzählen hat. Und ich bin natürlich sehr gespannt auf das Spiel morgen. In diesem Sinne, rot-weiße Grüße gehen raus. Bis dann. Tschüssi!